Howdy Leute, willkommen zu einer neuen Folge oder zu einem neuen Angespielt oder Vorstellungsrunde von mir, Drandubaki. Ich würde euch gerne hier House of Sounds vorstellen. House Builders. Ist ein Early Access, ist ein Kickstarter-Projekt und momentan noch auf Kickstarter zur Unterstützung steht's da. Es ist schon finanziert, es heißt also, es wird mit Sicherheit released. So, um was geht es bei House Builder? Es geht darum eigentlich, um nichts anderes als Häuser bauen. Und zwar können wir hier auf der ganzen Welt Häuser bauen in verschiedensten Welt. Wir können Iglus bauen, wir können aber auch hier, also wir kriegen hier halt so Jobs und das sieht doch nicht schlecht aus. Ja, das kann ich gar nicht machen. Alles gut, alles gut, alles gut. Das ist jetzt, es ist ja nur eine Demo-Version. Das heißt, ich kann eigentlich nur, wenn ich das richtig verstehe, nur die Grünen machen. Genau, nur die Grünen. Nur die Grünen kann ich machen. Jetzt hoffe ich, dass... Also wir können auch Videos schauen, oder? Und ungefähr so muss man es machen. Aber... wir versuchen das jetzt selbst. Wir gehen da hier mal in den Eskimo-Staat. Und wir bauen ein Igloo. Wir machen mal diesen Evolution Points 80. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Aber man muss die Elemente erst zu machen, also die Steine oder die Pfähler oder was auch immer. Und das ist eben das Problem. Wir haben hier das Haus schon gebaut. Das ist die Frage, kann ich das irgendwie rückgängig mein Menü. Ja, ich würde das gerne wieder zurücksetzen, dass ich euch das jetzt so zeigen kann. Player Profile, reset all settings, reset all my car. Ah, hier. Okay, das war schlecht. Jetzt ist die Audio wieder zu laut. So. Safe. Okay. Okay, jetzt sollten wir eigentlich genau ein leeres Spiel haben. So. Okay, also. Wir bauen ein Igloo in dieser Version. So. Ja, das ist eine Anleitung. Ich brauche das Tutorial nicht. Das könnt ihr ja dann machen, ne? So, wir verfrieren. Nein, wir nicht, aber der Hund, ne? Und ja, das brauche ich nicht, diese Hinweise. So, und mit diesem Eisblock können wir jetzt hier ein Haus bauen, also das Igloo bauen, ne? Das heißt, wir müssen hier Eisblöcke kreieren, also beziehungsweise Eisblöcke, na, erstmal Eisblöcke bekommen, um überhaupt das Igloo zu machen. Und das können wir hier
beim Iglu-Bau können wir hier, haben wir solche Formen. Müssen wir quasi die Iglu-Steine ausschneiden. Ja, das Iglu, das ist jetzt wirklich relativ einfach. Und wir haben hier auch einen Skill-Baum, der uns quasi dann Verbesserungen gibt. Wir werden das auch sehen, und zwar bedingt Eskimo Building. Wir kriegen jetzt mit diesem Skill bekommen wir jetzt, glaube ich, 2 Steine hier raus. Genau. Und das geht, glaube ich, bis zu 16 Steinen. Oder 8 Steine, ich weiß es gar nicht. Aber das kann man eben mit diesen Erfahrungspunkten machen. Aber man kann sich auch verschneiden. Und eben das Iglu, das ist jetzt wirklich ja, das einfachste, die einfachste Baute, wo man quasi wie soll ich sagen, bauen kann. Weil man muss hier eigentlich wirklich nur... Was? Ja, dann geh doch jetzt weg. Oh. Wir müssen... das Feuer machen, aber... So, okay. Was haben wir denn hier? Habe ich auch noch nicht gesehen. Das hier, cool. Okay, den Hund können wir nicht streicheln, glaube ich. Nee. Aber eben, wir müssen immer wieder ab und zu mal das Feuer erwärmen. Und wie man hier baut, das ist an und für sich egal. Also das heißt, ob man erst hoch, hoch, hoch geht oder wie auch immer. Das ist eigentlich einem selbst überlassen, aber man kann natürlich nicht ins Unendliche bauen. So, jetzt müssen wir wieder so eine Form finden, wo wir Eisklötze rausbekommen. Das Iglu ist wirklich die einfachste Baute, wo man in dem Spiel bis jetzt machen kann. Es gibt noch so ein Urwaldhaus, also wo man das Haus aus Bambus, also Baumstamm zusammen craftet und so. Das ist eigentlich auch relativ einfach, aber man hat da schon ein bisschen mehr Schritte, die man machen muss. Also Lehmziegel zum Beispiel muss man machen. Und. So, jetzt updaten wir das. Jetzt kriegen wir 6 Steine raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist richtig. Das heißt, wir brauchen ja jede Menge Steine. Und das ist natürlich sehr hilfreich, wenn man solche Updates kann machen. So, es ist nicht spektakulär das Ganze, aber für mal so zwischendurch zu spielen, macht es rein technisch gesehen eine richtig Laune. Langzeit-Spaßfaktor, denke ich mal, ist da, weil es doch verschiedene Bauarten gibt. In dieser Version gibt es 2 Bauarten, das Iglu und eben das Holzhäuschen. Diese Version soll ja eigentlich auch nur zeigen, das Potenzial von dem Spiel, beziehungsweise soll ja nur eigentlich zeigen, um was geht es bei dem Spiel und was kann man alles so machen oder was ist alles möglich, oder? Und das haben sie mit dieser Version wirklich sehr gut hinbekommen. Und die Abwechslung ist wirklich, dass man wirklich verschiedene Gebäude bauen kann. Ich weiß jetzt aber nicht, ob man ins Unendliche spielen kann oder ob irgendwo einfach dann mal alles vorbei ist. Also ob es ein Ende gibt, das weiß ich nicht. Das Positive ist, dass diese Baumholzpflöcke hier wieder nachspawnen.
Weil sonst wäre das ein Problem, die wieder zu suchen hier in der Wüste. Nicht in der Wüste, aber hier am Nordpol oder Südpol. Ich weiß gar nicht, wo wir hier sind. So. Jetzt können wir schneller laufen. Warum auch immer. Wir waren wahrscheinlich zu langsam. Mehr Steine wären mir lieber gewesen, aber ja. So. Also, schwierig ist es wirklich nicht. Und Open World ist es auch nicht, falls ihr das meint. Falls ihr meint, ich könnte hier jetzt weiterlaufen. Nein, das ist nicht der Fall. Und Bären habe ich jetzt hier auch noch keine gesehen. Und diese Eispflock Schablonen, sage ich jetzt mal, die füllen sich auch nicht wieder auf, ne? Das heißt, wenn sie leer sind, sind sie leer. Aber ich garantiere euch, hier haben sie genug hingepflanzt, damit es reicht für den Bau. Und wenn ihr mich jetzt fragt, ob man hier auch individuell bauen kann, also die Sachen ein bisschen anders oder noch zusätzlich was hinzubauen kann, da müsste ich verneinen, aber ich weiß es auch nicht ganz genau, ob das noch in Planung wäre, ob man da noch selbstständig irgendwie was bauen könnte oder wie das Ganze sein wird, ob das wirklich vorstrukturiert ist. Oder ob man zu der vorstrukturierten Version noch irgendwie was zusätzlich bauen kann. Ich denke mal, das ist nicht in Planung, aber es könnte vielleicht später noch dazu kommen. So, wenn wir die jetzt hier leer haben, dann gehe ich mal weiter bauen. Weil wir wollen ja in dieser Folge jetzt noch das Iglu fertigstellen. Weil das soll ja nur ein angezockt sein, Vorstellungsrunde sein vom Ganzen. Und das möchte ich eigentlich nicht in mehreren Folgen machen, sondern nur in einer. Und es geht einfacher, wenn wir von innen nach außen bauen. Jetzt momentan müssen wir noch jeden Stein einzeln klicken. Irgendwann haben wir dann den... Und wir verfrieren wieder, seht ihr das? Also wir hatten kalt, ne? Dann ist uns die Brille angelaufen, welche wir auch immer anhaben. Nein, es gibt später dann noch so ein Skill, wo man da quasi Maustaste drücken kann und dann drrrr, also sofern man natürlich so viele Steine hat. Also das geht dann schon noch ein bisschen schneller oder einfacher. Muss man wirklich nicht jeden einzelnen Stein hinklicken. Jetzt ist es vielleicht mühsam, ja. Und da wären wir ja schon mal ganz am Türrahmen angelangt. Oder Türbogen. So. Perfekt. Was auch immer. So, jetzt bauen wir noch die obere Kuppel. So. Wir haben noch 35. Und das Spiel sagt dir eigentlich auch, welcher Schritt das gerade der nächste ist. Also hier ist es ja nicht so aufwendig, was die Schritte angeht, aber beim anderen Haus, da kannst du halt schon auch nicht sagen, so ich will jetzt das bauen, sondern da gibt es schon eine Struktur. Also ein Aufbau, wo dir quasi vorgegeben ist, wie oder was du gerade bauen sollst. Also es ist schon recht sehr strukturiert. So, wir müssen wieder Eisklötze bekommen. Nur jetzt geht die Suche wieder weiter, ne? Wo sind noch welche? Ah, gleich hier.
So, wir haben wieder einen neuen Skill bekommen. Das heißt, wir kriegen, glaube ich, jetzt 12 oder 16. Ich weiß es nicht. Ja, aber ihr seht es. 15, okay. Oh, also ich habe noch einen vergessen. Aber es gibt wirklich genug Möglichkeiten, um so viele das... So, und hier hinten habe ich noch einen gesehen. So. Wieso habe ich den jetzt... Oh, das ist ein großer. Oder einer, wo nie endet. Weil es wahrscheinlich der letzte ist. Ich weiß es nicht. Ja, der entweder ist er verpackt. Oder der ist wirklich so programmiert, dass er unendlich viele gibt. Nee, okay. Das ist jetzt einfach ein größeres Vorkommen gewesen. 90 Stück. Ich würde sagen, wir bauen wieder die 90. Ich weiß gar nicht, ob wir noch welche finden. So. So. Also eben, da wo grün ist, könnt ihr bauen. Da wo natürlich nichts ist, geht nicht, ne? Logisch. Ha. Irgendeine Vorgabe müssen sie ja in dem Spiel programmieren. So. Sieht doch schon langsam aus wie ein Iglu. Aber ist schon ziemlich eng in so einem Iglu, muss ich sagen. So. So. Wenn ihr jetzt denkt, wir sind fertig. Nee, sind wir noch nicht. Weil wir haben hier noch den Ausgang. Also den Eingangsbereich noch very schön zu bauen. Und ich finde es jetzt noch sehr interessant zu sehen, wie so ein Iglu gebaut wird. Ein Iglu hat mich ja schon zu Kindheitstagen sehr fasziniert. Und ich wollte schon immer irgendwie sowas bauen und jetzt habe ich die Möglichkeit dazu. Nein, also ihr seht, es ist wirklich ein lustig, cooles Spiel. Wir haben jetzt hier zwar noch die Möglichkeit weiter zu spielen, aber das kann ich jetzt nicht beantworten. Now you have to build the entries to the igloo. You can build one in the same way you build a bigger dome. Also wir können jetzt irgendwas... Bigger dome... Wir können jetzt irgendwas bauen. Aber... Wie oder was? Ah. Interaction, Change Tool, Shop. Shop. Okay, H, T oder O. Okay. Ha, wir finden hier noch. Also H. H sagt mir nichts. Was habe ich jetzt noch gesagt? O, genau, O. O geht auch nicht. Okay. Oder T. T geht auch nicht. Okay. Hat mich gefreut. Noch nicht implementiert das Ganze. Schade eigentlich. Hätte mich jetzt... Okay. Mit Tab können wir
quasi hier das Werkzeug auswählen. Also ja, Shop wird es wahrscheinlich noch nicht geben. Hm. Aha. Was bedeutet Z? Z? Was mache ich mit Z? Ja. You can do many jobs faster. White skills. New skill. Naja, okay. Ja, nee. Also ich weiß jetzt nicht genau, was wir jetzt können machen. Ja, auf jeden Fall, das wäre Hausbilder. Ich verlinke euch unten die Kickstarter-Kampagne. Ihr findet es auch auf Steam. Das verlinke ich euch auch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Spiel ebenfalls, wie ich, auch unterstützen würdet. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das war falsch, aber jetzt nochmal. Tschüss!